Legt euch! Augen gerade, aus! Regenträger, Achtung! Das Gewehr über! Rechts, um! Kommission Vizepräsident Heinz Büchau. Schützenschwestern und Schützenbrüder, in diesem Jahr ist alles anders. Ihr habt es gesehen, ich fängt gleich schon so an. Eigentlich hat der Präsident oder dessen Stellvertreter bei einer Schließsitzung oder nach der Schließsitzung zur Proklamation wenig zu tun. In unseren Regularien steht drin, er darf den besten Schützen benennen. In diesem Jahr ist alles etwas anders. Dazu möchte ich eine ganz kurze Erklärung abgeben. Wir haben unseren Frauen erlaubt, Uniform zu tragen. Wir haben unseren Frauen erlaubt, dass sie schießen dürfen. Und nun mussten wir auch unseren Frauen erlauben, auf die Insignien zu schießen. Zumal ja auch ein Hof aus dem vergangenen Jahr nicht da war, ihr wisst alle warum, und so, dass wir in diesem Jahr diesen Ablauf ganz etwas anders darstellen müssen. Wir haben eine Königin, die wir nicht König nennen wollen, es ist eine Königin, die den besten Schuss abgegeben hat. Das bedeutet, in der Schießsitzung einmütig. Es war keine Gegenstimme. Wir haben alle drei Insignien, und jetzt kommt's, von unseren Schützenfrauen abgeschossen. Deswegen haben wir keine Stimme. Ein Lob zu unserer Gesellschaft. Ich wollte dieses nur zur Erklärung anbieten. Ich erteile das Wort unserem Oberst Lutz Breder. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, wir haben eben gerade vom Vizepräsidenten gehört, dass unsere Regularien, wenn wir sie streng auslegen, also auch so ausgelegt werden können, dass also eine Frau auch König machen kann und wir sie dann Königin in Regentschaft nehmen. Wir kommen jetzt zur Proklamation des neuen Hoftages 2013-2014. Die Schützenschwester Silvia hat sich bereit erklärt, für das bevorstehende Schützenjahr die Königswürde anzunehmen. Die Vorstellung ist als König Silvia I. mit einem dreifachen Kräftigen Heute!
Am Freitag, dem 16.08., hat unsere Schützenschwester Silvia Chantaratis den besten Schuss auf die Königsrune abgegeben. Mit diesem besten Schuss wird sie unsere neue Schützenkönigin. Gleichzeitig, und das ist auch ein Novum, bekommt sie natürlich nicht nur die Königskette, wie sonst die Könige bekommen haben, sondern auch die Kette der Königin. Entschuldigung, die Krone der Königin, Entschuldigung. Silvia, du darfst den obligatorischen Schluck als König, Königin auf unsere Freunde. Bitte Platz nehmen. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, hier die Bekanntgabe der neuen Schützenkönigin Silvia I. und Überreichung der Königsorden. Bitte an die anwesenden neuen Schützenkönigin ein dreifaches Heullo! 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 Bitte jetzt die Königin zu mir. Wollte auch mal mit mir einwählen. Ich stelle jetzt die Anwesenden des neuen Königspaars namentlich vor. Und zwar ist das einmal erste Hofpaar Sabine und Manfred Knorr. Ich bin verkehrt. Zweite Hofpaar ist Iris Tara und Thomas Langer. Wieder kurz. Dritte Hofpaar Nathalie und Andreas Joh. Ich möchte auch die Seite. Als Adjutant Thomas Libor. Und natürlich ist es so, dass ein König oder eine Königin während ihrer Regentschaft nicht alleine geht. Unsere Königin hat sich einen Prinzgemahl ausgesucht. Und zwar ihr Ehemann Uwe Thiel. Königspaar darf sich wechseln. Der Hof auch. Achso. Ich übergebe das Wort an Regie noch an Bernd. Komm auf hier. Heullo!
2 die Krone durch unsere Schützenschwester Silvia Schetteratis. Der Reisapfel durch Iris Center. Die dritte und letzte Insigne für das Zepter ist gefeiert um 18:12 Uhr durch Sabine Knorr. Nur Buchstabenaufnahmen, sonst nicht. Großbilder, so. Die werden jetzt kalt. Super. War das gerade Holz an? Thank you.